Leif Parteifreunde und Freundinnen, leif Freunde von der Partei, leif Presse, die erst zu Handen irgendwo verstoppt. Ich dürfe euch heute auf ein bisschen ernster Neujahrsfeier willkommen heißen. Das mir als heute nach dem 2G-Plus-System treffen und ob das neue Jahr ausstoßen, ist natürlich ganz klar dem Covid-19 geschuldet. 2021 hat nämlich ein Thema. Und Jahr 2022 wird leider auch an ein ganz großes Maß von diesem Thema belastet gehen. Wir sind matzen an der feierten Welt, von der kein überrascht gehen ist, bis auch bei der Regierung. Und nur schenkt Impfpflicht das beherrschende Thema zu sein dabei. Leider ist der Zeitpunkt für diese Diskussion nicht gut. Der Zeitpunkt ist zu spät. Die Diskussion hätte ihn am letzten Sommer feiern müssen an net Haut. Aber denke man kurz über die Idee von einer Impfpflicht noch. Eine Impfpflicht ohne eine klare Finalität bringt nichts. Zu so, wir impfen lo, und da geht es viel wie bis lo, kann es nicht sein. Über eine sektorielle Impfpflicht kann ich vielleicht diskutieren, weil es um den Schutz von Dritten geht, die sich vielleicht selber nicht schützen können. Vom medizinischen Aspekt wissen wir heute, dass die Impfung als ganz gut für die Krankheitssymptome schützt, aber nicht so gut für eine Infektion. Und auch da besteht zwar eingeschränkt eine Chance, dass man dann den Virus als Geimpften trotzdem gehen. Das heißt, die größte Chance, eine Infektionskette zu unterbrechen, ist und bleibt ein 3G-Plus-Regime, wo alle Personen, ob geimpft, genesen, sich all selber testen geben. Das natürlich mit Tester, die der Staat ihm zur Verfügung stellen. Da der stung immer für eine Impfung auf freiwilliger Basis an. Dazu gehört es aber auch, dass in der Schwa vom Nicht-Impfen hört. Das Personen dürfen nicht verurteilt gehen am Publikum und müssen über Tester ein normales Leben feiern können an dieser Gesellschaft. Aber wenn ich mich aus der Quarantäne selber freitesten kann, verstehe ich nicht, für was dieselbe Person vielleicht artig für drun, für auf die Arbeit zu gehen, einen zertifizierten Test gebraucht wird. Entweder ich vertraue dem Bürger oder ich vertraue ihm nicht, und das kann sich nicht bandartig ändern für dieselbe Person. Patron und Employé kommen da in eine Situation, die so nicht gesund ist und auf lange Sicht zu Verwerfungen an dieser Gesellschaft feiert. So kann es doch nicht sein, dass durch kritische Strukturen auf der einen Seite ein 3G-Regime haben und auf der anderen Seite ein 2G-Plus-Regime. Ein Beispiel: der Kach, den Hai als erste gekocht wird, was man ich not servieren oder als Heppercher, hin dürft als 3G machen, aber in dürft nicht, und da ist zu summen, Hai essen, wenn er nicht den 2G Plus erfüllt. Das feiert so, dass die an der Kantine zwar von einem 3G bedingt geht, aber den dürft ihr noch nicht am selben Raum, egal wie groß der Raum ist, mal dir essen. Absurdistan, komplett zu Lützeburg. Und die Impfpflicht soll da ein Ausweg sein. Wir denken nicht. Wir haben als Partei, wie gesagt, von Anfang an für die freiwillige Impfung angesagt. Ich selber war durch mein Engagement bei den Pompiers an der ersten Gruppe von der Impfung. An einer Zeit, wo jeder gesagt hat, wie kannst du dich nicht mehr mit BioNTech impfen lassen? Und nur hat jeder gesagt, für was kriege ich kein BioNTech? Aber wir sehen absolut nicht, wie eine Impfpflicht hier zu Lützeburg umzusetzen und durchzusetzen ist. Erstens fehlt Motivation, weil es keine Finalität gibt, von der Politik aus durchgestaltet. Wie will eine Regierung einen Impfverweigerer dann zwangen, eventuell mit einem Zwangsgeld? Aber jo, was geschieht dann, wenn denen, die nicht bezahlen will, die suchen? Es könnte sein, dass es dann mit den Plätzen zu Straße ziemlich eng geht. Da winkt mit der ADR, gibt es keine Impfpflicht, solange wir keine klar erschlüssige Finalität vorgewiesen kriegen. Aber wie dann so eine Impfpflicht die Pendler vermitteln,
wir dürfen die auch nicht vergessen. Wir haben 200.000 Frontalien, die all da über die Grenze kommen. Der Lützeburger geimpft, der Arbeitsplatz, der Pendler nicht. Der Lützeburger nicht geimpft, littéralement en prison, der Pendler bei seiner Familie. Nein, nein, an der Reinkehr, nein. Aber ein anderes Sujet. Die bald ganz verschwunden, also nicht so viel Omikron, das ist die Verfassungsreform. Von Anfang an hat der ADR sich angesagt für ein Referendum. Über die Ja oder die Nein kann ich sicher schwätzen. Soll den noch dabei an den politischen Dialog treten. Es geht aber hauptsächlich darum, dass es einen breiten Dialog an der Gesellschaft gibt. So einen Dialog kann ich nicht mehr kriegen, wenn die Leute auch etwas matt zu sagen haben, an aufzustimmen haben. Das ist ja schön, wie der Moyen annonciert, eine Broschüre rauszuschicken. Wie dass ich aber so oder so keinen Abfluss habe, ob das was geschieht, lese ich sie frühestens, wenn ich an Pension gehe. Und auch wenn ich sie lese, am Ende da wie etwas, was nicht so klar wird oder was mich stört oder wo ich Diskussionsbedarf habe, was bleibt mir dann? Nichts. Wie meine Stimme 2018 aufgehen. An die kriege ich 2023 zurück. Auch wenn ich 2018 versprochen habe, ich dürfte matt schwätzen. Aber das tun wir ja vergessen. Den ersten Teil könnt ihr zum zweiten Wort, den zweiten Teil könnt ihr geschwind zum ersten Wort. Das, obwohl 19.000 Leute an einer Online-Petition ein Referendum gefragt haben, an über 7.000 Leute sich an die Gemengen deplatziert haben, unter teilweise abstruse Bedingungen, je nur Gemeng, und auch unter dem ganzen Konflikt mit dem Omikron und mit dem Covid, wo sie sich gesagt haben, muss ich mich wirklich auf so einen Place public beginnen. Vergiss die Versprechungen vom Wahlkampf 2013 und 2018, wo für Bürgerbeteiligung geschwart ging. Vergiss das Wahlprogramm, wo ein Referendum draufsteht. Vergiss all open Fenster. Wir sind zurück am Mief vom 19. Jahrhundert. Gambia geht zusammen mit der CSV mit dem Kap durch die Mauer. Heute Lützeburger Volk da kein Recht über so Sujeten wie die Rolle vom Staatschef an dem Grand Duc aufzustimmen. Die Rolle vom Staat an der Familie, besonders was Kanau geht, aufzustimmen. Über den berühmten Paragraph 9 bis an der Relation zum Paragraph 52 aufzustimmen. Bislang kommt mir nach Kiesoen, wo wat für einen demokratische Rechte mir heiß schwätzen. Auf kommunalem Niveau haben wir den Ausländern quasi alle Rechte gehen. Der National regelt den Paragraph 52 oder den Artikel 52 regelt dort die Rechte, wie wählen dürfen. Was bleiben danach für Rechte übrig? Da fällt mir nicht mehr nach das Recht auf das Referendum an. Ah ja, das Recht vom Referendum auf nationalem Niveau aus dem Lützeburger Staatsbürger reserviert. Soll dort gedrängt gehen. Komm, wir drehen. Das Referendum geht auf alle Anwohner ausgedehnt auf Basis vom Lingbis durch eine Majorität an der Chambre. Und dann machen wir ein Referendum über das Wahlrecht von den Ausländern. Da könnt ihr euch vorstellen, wie das ausgeht. Cool. Einmal nicht Wort gebracht, denn der Ningbiskopf nicht mehr für ein Referendum gebraucht und nicht für das Wahlrecht. Eine Autonomie von den Gemengen wollen wir doch nicht auch mal drüber schwätzen. Als eigene Währung, als das kein Sujet für draußen zu schwätzen. Den Zugang zum Verfassungsgericht wird sowieso überbewertet, oder? International Verträge als Souveränitätsfroh. Wir sind ja an der EU. Wer braucht das danach? Den Tierenschutz, den überlassen wir den Piraten. Die gehen dann zwar rechtskräftig verurteilt, aber das ist dann eine andere Geschichte. All das, danach mehr, ging eine Diskussion entzünden, und am Ende von 2022 wären wir ab an einem Land mit einer neuen Verfassung, also oh, das wusste ich nicht. Das hätte aber nicht so geschehen dürfen. Und du willst so nicht wie die Franzosen nicht so, il n'est jamais trop tard pour bien faire, aber da komm, wir machen etwas an den nächsten Wochen am Ende. Und dann, meine Freunde, die Gring. Immer für eine Überraschung gut. Von der Büttonsplack über das Gartenhäuschen bis bei Superdreckskircht. Juristen vom Umweltministerium müssen auf eine andere Uni gegangen sein, wie der Rest von den Juristen hier zu Lützeburg. Hier Interpretation vom Recht der Gesetz hat etwas Kafkaesk gesund sich. Mit der Diskretion haben sie es auch nicht. Und so bretzt sich mein Kollege Halfpräsident von den geringen Moyes auf RTL mit einem Halfwissen, was hier gar nicht
zu hun huet dürfen. Regeln sie für die Anna do, siehe oben, Betonsplack, Gärten heißen, super Drecksgerüst. Erstellt am ganzen, an dann stiller ganz lief, mich dann den Herr Minister Bausch umgangs der Woche eine Deklaration am Bezug von den Dingstwingen. So wie sich der ganze Kommuniqué unnähert, als do so ein bisschen eine Konnotation für Sozialneid mit dabei. Wir können aber nicht dafür, dass Leute für gratis mit dem Zug fahren kann, und da hat das Privileg von den CFL-Employés fort das. Da muss ihn aber nicht direkt den anderen hier ein Avantage für die machen. Konkret hat der Minister eigentlich gesagt, dass an 3 Jahren der Verbrenner am Avantage mehr kostet wie, wie kein Auto vom Patron. Okay, das kann ich vielleicht verstehen. Sie wollen den Elektroauto pushen. Ich selber habe seit 2013 ein Hybrid, ich habe seit 2 Jahren ein elektrisches Auto für privat und ich arbeite seit einem Jahr mit einem rein elektrischen Auto dabei ist nach meinem Beruf. Also ich weiß, für was ich schwätze. Aber schau den Haken in der Sache. Besteuerung vom elektrischen Dienstauto geht über 3 Jahre verdoppelt. Und das kostet. Bei gleicher Leistung, a gleicher Reichweite, kostet nämlich ein Elektroauto praktisch das Doppelt von einem normalen Auto. Heute bezahlen ich für Golf an der Basis 25.000 €, davon 1,5% als Avantage fiskal, das sind 370 €. Für den ID3, das ist dasselbe wie am elektrischen, bezahlen ich 37.000 €, davon 0,5, wie es aktuell ist, sind 185 € Avantage. Alles tipptopp en Natur. Alles gut. An 3 Jahren kostet der Golf über 500 € als Avantage pro Monat, wir schwätzen nicht pro Jahr. Und das ist damit uninteressant als Betriebswohn. An den ID3, die kostet dann 370, also so viel wie der Verbrenner hat. Also bei 3 Jahren kein Avantage mehr zu Haut zwischen einem elektrischen Auto und einem Verbrenner. Aber ganz Gruppe Nodeler. Wir haben keine Ladeinfrastruktur, die funktioniert. Wir haben am ganzen Land 2 Plätze, wo ich schnell laden kann. Und beim Rest könnt ihr dann irgend, ich weiß nicht, schlafen gehen, ich weiß nicht was, aber auf jeden Fall kriegt das Auto nicht gelöst. Ich schwätze nicht von der Reichweite, auch nicht vom Gewicht. Und dann nicht zu schwätzen davon, dass die berühmte Prim beim Ackhafen, los im Autofestival, bei einer Leistung über 18 kW nicht mehr seriös. Das hat man am Diesprech aber schon letztes Jahr geregelt. Weil es will ja nicht die dicke Auto von den dicken Leuten subventionieren. Tipptopp. Weißt mir mal wohnen in einer 18 kW Leistung oder Verbrauch, nicht Leistung, Verbrauch, die eine reelle Reichweite für 4 Leute hat, die über 400 Kilometer weit geht. Herr Thomas findet an seinem Katalog, den er an der Chambre so schön gewiesen hat, garantiert kein einziges Auto. Weil Reichweite heißt Großbatterie heißt Gewicht, Gewicht heißt Verbrauch. Ein typisches Beispiel für geringer Politik, eine Politik für die Reich, die auch kein Problem hat, aber der Mittelstand, an die sogenannte kleinen Leute, die eigentlich nicht gibt, aber die da sind, die armen Leute, die um soziale Minimum hängen, die unter der Armutsgrenze sind, die fahren dann weg, oh sorry, die fahren da Bus an Tram, wenn den dann da ist an ihrem Dorf. Und nur nach ein paar ganz persönlich wieder. Ich komme zu einem Deal, wo ich gemerkt habe, dass ich nie schwätzen müsste. Letzten Sonntag habe ich den Presseclub gelauscht. Mit meiner Frau zusammen. An ungefähr von der Minute 40 und ich gedacht, wir haben einen falschen Film. Folgendes musste ich hören am Kontext von der ADR, und ich zitiere lo. Es geht dick durch, und es geht auch mit den Jungen durch, weil so lauter Leute sitzen, so feiner, so Biedermänner, als sie lachen, den einen Diplomat, den anderen ein genialer Geosprof. Es sind ja so ganz gedammt Leute, aber wenn sie das für gut, was sind das für guter an, es muss sein, ein Keier so, ihr seid todgefährlich, ihr seht das, was ihr immer so für Lützeburg habt, ihr seht für überhaupt nichts du, ihr merkt das Land Futti, ihr steht für nichts, ihr seht niederträchtig, Knaschsäck. Es tut mir leid, das zu sagen, also sie können auch lo, ich weiß nicht, was du mal da machen. Soweit Zitat vom Chefredakteur vom Tageblatt. Mit den Jungen wird der gemeint. Sorry, Sylvie, du fällst noch nicht genug ab, aber du möchtest ja am Ende etwas dafür. Diplomat aus der Ferne,
der Geosprof aus der Fred. Genial, natürlich. Wir sind also, hei, all wieder durchsteht, dort gefährlich. Wir sind also für überhaupt nicht da. Wir machen das Land futti, wir stiffen nicht, wir sind niederträchtig Knaschzeug. Pardon, das du hast das hei zu Lützeburg nach nie gehen. 4 Deputierten. 4 Deputierten, 2000 Membres, 10% vom Elektorat kaufen über das Radio gehatespeecht. Stell dich nimmer für 1 Sekunde vor. Der Jean Schoß, der Ferner Karteiser, der Fred Kolb, der Chef Engel und der Roy Reding. Und ich schloss einen Doktortitel in Lofort, am Konträr zu gewissen anderen Leuten aus dem Journal, aus dem Tageblatt, natürlich, das Journal. Hätten da du auf derselbiger Platz zur selbiger Zeit über Journalisten gesucht. Man, mir gehen Haut zu Madagaskar sitzen, da wo der Pfeffer wiest. Zu einer politischer Debatte, als if sie nach so kontrovers gehört, der Minimum Respekt. Hier ist kein Respekt mehr. Hier ist nimmer nach eine Humiliation. Eine öffentliche Hinrichtung. Denkt kein dran. Okay. Denkt kein dran. Dass die Leute in Familien, entschuldigt, kann auch von der Bekannte. Entschuldigt. Wird nur gleich verstehen. Entschuldigt. Ich selber habe 4 Jahre eine gute Freund verloren. Durch einen brutalen Mord. Aber wisst ihr, für was in Nürnberg ging das? Weil hier die Jung von einem Mann war, den an den 60er Jahren an der deutschen Chemieindustrie sitzt, am Aufsichtsrat, der die Presse dem uns 4 geworfen hat, dass sie den Amerikanern in Vietnam am Agent Orange, also am Agent Orange, helfen gingen. Dem sei jung Mediziner, Professor, Papa von aus 50 Jahren noch im Wort gibt von einem Täter, den hat seit 50 Jahren auf Basis von den Presseartikeln diese Rümpfung bei ihm, bei der Hausdurchsuchung von dem uns geplant wird. Die Presse, sie dich gar nicht bewusst, was dir für eine Macht tut. Ich will nicht etwas Macht bräuchte. Du dürfst da Tolo und Presse gehen, was ich lo gern und ich verdele gebe. Es stammt aus den 70er Jahren. Das ist ein Lied von Reinhard May an sein Titel aus, weil es ja in der Zeitung stand. Das Lied schwätzt von einem, den durch Verwirslung an ein schlecht Press gerät, seinen Sozialkontakte verleiert und sich darauf leben hat. Am Lied geht es doch auf die Reaktion von der Presse an. Liest es. Liest es allkeier. Ihr, der Mensch als todgefährlich, als für überhaupt nicht da, als niederträchtig Knaschzeug bezeichnet. Am schlimmsten war aber für mich zu sehen, dass die anderen Journalisten sich weder desolidarisiert tun, nach die Aussage vorgestellt tun, mehr am Konträr sich als Kämpfer gegen was weiß ich eigentlich durchgestellt tun. Wenn aber von Eis ein Member eine komische Post macht oder ganz legal bei einer Demonstration mitgeht, dauert es keine 5 Minuten. Und da verlangt der Journalist von mir, ich muss das kondamnieren, ich muss mich distanzieren und am besten wäre doch noch, wenn ich den Member ganz sicher aus der Partei geheim gebe. Nein, nein und nochmals nein, das kann nicht das sein, wie wir heute zu Lützeburg Politik machen. Ich verspreche nicht hei an Haut, dass wir 2022 die korrekte, gute Oppositionsarbeit viel machen. Fair, aber ohne zu zicken, an den Fanger auf die Wunden legen, das besonders auch am Kader von Covid. Eine Politik für alle Bürger und Bürgerinnen zu Lützeburg, und nicht gegen den einen oder gegen den anderen. In diesem Sinn wünsche ich euch all schenkt ein Jahr, besonders mit guter Gesundheit,
voller konstruktiver Erbicht für Lützeburg an Europa. An ihr Journalisten wünsche ich zusätzlich etwas, nämlich alles das, was mir auch wünscht. Und ich so nicht merci, dass mir nur gelauscht hat heute.